Ja, grüß euch benannt und einen sakrisch guten. Jetzt Kasperl. Ja, Zeug. Ich nehme an, ihr wollt über das frische Met aktuell, weil es Dinge überschlagen sich schon wieder. Dementsprechend, ich mache jetzt dieses kurze Video und wahrscheinlich im Laufe dieses Tages, spätestens am darauf folgenden Tag, nehme ich mir dann einmal die Zusammenfassung hier von dem neuerlichen, nächtlichen Unfug da vor, den er da unterbelichteter Art und Weise ins Internet gepimmelt hat. Aufnahme unterbelichtet, natürlich. Ich würde niemals... Ja, komm. Na, ich weiß nicht, wie aktuell Stand der Dinge ist. Ich habe das gestern noch am Rande mitbekommen. Ich bin jetzt heute früh am Stissel und behandle diese Scheiße. Unser lieber Reini hat einen neuen YouTube-Kanal gemacht. Es ist großartig. Es ist mal richtig, richtig geil. Not. Okay. Jetzt, ganz ehrlich, wenn der 3 Tage existiert, dann wäre es viel. Der wird in Grund und Boden gemeldet und weggemeldet werden. Hoffe ich zumindest. Ich habe das Gefühl, irgendwie, wir sehen jetzt die ganze Schanzenbesuch-Geschichte nur andersrum. Also YouTube ist praktisch irgendwie Rainer in der Geschichte und Rainer ist der Handtuchhader. Und YouTube sagt runter von meinem Grundstück, Etzadler. Und Rainer fängt an zu diskutieren, wo das Grundstück anfängt und aufhört. Es ist, wir sind in Bizarro World angekommen. Und jetzt kommt das Allergeilste. Leid, es kommt das Allergeilste. Der neue Kanal, ihr könnt da gerne mal vorbeischauen, ihm kein Abo dalassen, aber ihn melden dafür, dass er irgendwie Lifetime gesperrt für YouTube ist, etc. und auf der Plattform nichts mehr zu suchen hat. Dieser neue Kanal heißt, und jetzt haltet euch fest, Drache unter Feuer. Ihr wisst also, also wie im Krieg, wenn Leute unter Feuer stehen. Rainer impliziert damit, dass, also das ist jetzt so praktisch, es ist im Krieg und er ist hinter feindlichen Linien und ist unter Beschuss. Hier, Herr Müller, Hubschrauber-Rettungsstaffel in die grüne Hölle, Etzadler. Mit Blaulicht. Ja, Winkler, wer sonst? Ich bin unter Feuer. Ja, willst du mich komplett verarschen? Alter Schwede. Nein. Er hat dir diesen 4 Minuten Schmutz rausgepimmelt. Den schauen wir uns jetzt mal geschwind an. Bringen wir es hinter uns. Je nachdem, wie es euch von der Uhrzeit her passt, hockt euch her, sagen wir mehrere, reißt euch eine Häube auf oder ein euch beliebiges Getränk. Mir ging ein Rainer. Metal, Leute. Ja, Metal Rainer. Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Ja, grüß dich. Heute, ja, was ist denn hier los? Neuer YouTube-Kanal oder was? Ja, das ist gut zusammengefasst. Die Reaktion von allen Leuten. Das oder what the fuck? Ja, ich habe lange genug jetzt versucht, bei YouTube mal wieder einen Fuß in die Tür zu kriegen, damit die mir mal endlich erklären, was da eigentlich los ist. Und Rainer, das Problem ist, wenn man so viel Wasser in die Haxen hat, dann müsste die Tür einen sehr, sehr, sehr weiten Spalt offen sein. Und das passiert nicht, weil die schauen nämlich vorher durch den Spion, sehen, das ist der Herr Winkler, Etzadler, und dann tun die so, als wäre da niemand zu Hause. Und Rainer, du bist ja bei diesem, du wirst ja diesen Cui Bono Podcast auch verfolgt haben, wo dieser YouTube-Chef gesagt hat, der Herr Winkler, ja,
der muss runter von unserem Grundstück. Hier ist Durchfahrtverbot. Ja? Ich kann. Verstehst du das jetzt, Rainer? Du bist dort unerwünscht. Und einen neuen Kanal aufzumachen, wird daran überhaupt nichts ändern. Was da jetzt abgeht. Und ich habe keine Antwort bekommen. Warum das bloß? Rainer, warum wirst du da wohl keine Antwort bekommen haben? Also, wahrscheinlich hast du eine Antwort bekommen, du hast aber nicht die Antwort bekommen, die du hören wolltest. Rainer, du bist zu YouTube gegangen und hast gesagt, hier, warum Sperrung jetzt klar? Mobbing? Hier, was soll das? Und die werden dir, man kann ja da Einspruch einlegen, ich meine, das ist 200.000 Abonnenten-Kanal. Der meiste waren Leichen und gekaufte Scheiße, aber egal. Nach dem Einspruch einlegt und sagt, hier, bin da nicht einverstanden, dann wird das nochmal geprüft und die werden dir gesagt haben, Herr Winkler, wir verweisen Sie auf folgenden Internetlink. Dort finden Sie unsere Terms of Service. In diesen Terms of Service steht drinnen, dass Sie als Geschäftsperson verantwortlich sind für all Ihre Kanäle auf unserer Plattform. Egal, ob es jetzt der Joker irgendwas ist oder der Drachen-Vlog oder der Drachen-LP oder Drachenlord 1510 oder Dirnenspross am Arsch. Vollkommen wurscht. Alle ihre Kanäle, die über denselben AdSense laufen, repräsentieren ihre rechtliche Person auf unserer Plattform. Das heißt, sie persönlich sind zur Verantwortung zu ziehen für alles, was auf einem dieser Kanäle passiert. Und sollten Sie als Person auf einem dieser Kanäle eine Upload-Sperre bekommen, haben Sie als Person auf allen diesen Kanälen die angeschwollenen Wasserhaxen stillzuhalten. Und zwar für so lange, wie wir das sagen. Ansonsten schmeißt man einen Bannhammer außer Etzadler. Sie haben aber im August des letzten Jahres Matt wie 50 besoffene Matrosen ein Video auf ihrem Vlog-Kanal hochgeladen, auf dem sie sich fürchterlich aufgeregt haben, ich weiß gar nicht mehr über was. Und Leute beleidigt haben, während sie eigentlich eine Upload-Sperre von uns aufgrund eines Strikes ihrer widerlichen Pornoscheiße, Lustlord bla bla bla, bekommen haben. Dementsprechend haben wir die Konsequenzen gezogen und gesagt, runter von unserem Grundstück etc. und haben ihnen ihre kompletten Kanäle, ihre komplette Präsenz auf unserer Plattform terminiert. Mit freundlichen Grüßen verbissen sie sich. Und dann wird der Mund ganz klein geworden sein und die Stimmung neutral, das kannst du alles Hater bei YouTube etc. Die Leute, die jahrelang den Rücken den Kreisligen freigehalten haben, die dich schon 1000-mal von der Scheißplattform hätten schmeißen können, irgendwann ist es tatsächlich passiert. Irgendwann sind Konsequenzen gekommen und auf einmal stehst da. Scheiße gelaufen, Rainer? Aber es ist halt jetzt so. Und das wird auch so bleiben. Und wie gesagt, ich gebe diesem Kanal keine 3 Tage, der wird doch jetzt schon in Grund und Boden gemeldet. Im Übrigen, wie gesagt, feel free. Geht's dahin, meldet's den Kollegen, sagt's hier, der ist Lifetime-Ban auf YouTube, um die ganze Scheiße nochmal etwas zu beschleunigen. Weiter im Text. Ich war bei YouTube, als ich in Berlin war, wurde nicht reingelassen, weil es behauptet wurde, dass YouTube sei woanders inzwischen. Oder Die haben ihn von Weitem her wongeln sehen, dass er in den YouTube-Büros in Berlin, in den Google-Büros ist dann auf dem Tisch, auf dem Konferenztisch ist so ein Glas Wasser gestanden, das ist wie in Jurassic Park. So dumm. Dumm. Dann haben sie ganz schnell den Praktikanten geschickt, dass er die Klingelschilder unten austauscht von irgendwas zu hier ist nicht YouTube. Bitte gehen Sie weiter. Runter von unserem Grundstück.
Das ist einfach nicht mehr der Fall. Ja, wie auch immer. Ich bin auf jeden Fall wieder da. Zumindest so lange, bis ich wieder gesperrt werde. Was nicht lange auf sich warten lässt, hoffentlich. Bin gespannt, ob ich dieses Mal wieder zu Unrecht gesperrt werde. Rainer, du bist nicht zu Unrecht gesperrt worden. Du bist nicht zu Unrecht gesperrt worden. Das ist genauso, wie wenn ich sagen würde, dieses Video von Anfang Januar, das sie mir weggemeldet haben, wofür ich eine Verwarnung gekriegt habe, die Verwarnung hätte ich zu Unrecht bekommen. Die habe ich vollkommen zurecht gekriegt. Vollkommen zurecht. Ich habe wissend, dass mir dafür die digitalen Prügeln ausgeschmissen werden können, Dinge auf YouTube hochgeladen, die nicht in Ordnung sind laut deren Terms of Service. Und dann hat YouTube gesagt, so nicht. Punkt. Nicht aber, Etzertler, Hater, bla bla bla, Punkt. Du hast auch gegen die Terms of Service verstoßen, mehr als einmal, und du hast dann halt die entsprechenderen Konsequenzen gekriegt. Du bist nicht zu Unrecht gewarnt worden. Und auch wenn der Kanal weg ist, wird es nicht zu Unrecht sein. Aber wir wissen alle, was passiert. Wir wissen alle, was passiert. In 3 Tagen ist dieser Kanal wieder Geschichte. Ja? Dache unter Feuer am Arsch. Und dann wird hier der dicke Wingelwungel sich auf TikTok auf der Parkbank wieder hinsetzen und fürchterlich upragen. Oh mein Gott, na, die sind alle so ungerecht und jetzt habe ich da einen neuen Kanal und ich habe den aber gar nicht auf mich angemeldet und so. Und trotzdem ist er gesperrt worden, etc. Weil 100%, also weil so schlau ist sogar Rainer, dass er weiß, dass er mit seinem AdSense-Konto, das auf Rainer Winkler läuft, kein Land mehr sieht, weil darum geht es ihm ja. Also wenn es ihm nur ums Videos hochladen geht, kann er bei Odyssey bleiben, da gibt keine Barne Arsch, ja. Der wird halt wahrscheinlich entweder über Marion oder über irgendjemand anderen Kernbehinderten, der kann ja sich irgendeinen Penner von der Straße genommen haben, da wird er in letzter Zeit ja nur kennengelernt haben. Dass er sagt, er meldet dieses AdSense-Konto auf jemand anders an, die Kohle geht aber trotzdem auf sein Konto. Wahrscheinlich ist es das. Und es kann gut sein, der hat ja mit Marion auch schon wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, es wird ja vermutet, will mir ja nicht irgendwie Verleumdung nachreden lassen, es wird ja sogar vermutet, es gibt Anzeichen, Indizien dafür, dass er sich ja damals schon mit Marion zusammengetan hat, als er sich diese Werkzeugkästen hat kaufen lassen und sie die dann über eBay Kleinanzeigen verklöppelt hat. Und das kann jetzt gut sein, dass er sagt, hey, weißt du was, das kann über mich nicht mehr laufen, ja, weil ich eine Persona non grata auf YouTube bin. Ja, und mein AdSense-Konto ist genauso verbrannt wie alles andere in meinem Leben. Und jetzt müssen wir das über dich laufen lassen und du kriegst dafür irgendwie ein bisschen Barne. Schon vorher der Fall war. Ich bin gespannt, wie viele Abonnenten ich jetzt innerhalb von kurzer Zeit bekomme und so weiter. Ich bin auch gespannt, wie viele Abonnenten. Also, auch dieses in kurzer Zeit. Ich bin gespannt, wie viele Abonnenten ich in kurzer Zeit bekomme. Weil in kurzer Zeit muss es sein. Weil der Rainer steht nämlich mit seinem schwabbligen, haarigen, kreisligen Affenrücken an der Wand. Der weiß nicht mehr wohin. Der hat keine Unterkunft, der hat keinen Führerschein, der hat keine Barne. Und wenn sich das nicht ändert, und zwar flotto, dann muss er sich wirklich tatsächlich jetzt ans Leben auf der Straße gewöhnen. Da hat er natürlich gar keinen Bock drauf. Und deswegen müssen jetzt ganz, ganz schnell ganz viele Abonnenten her. Und dann muss da Monetarisierung drauf und dann gibt es wieder Mitgliederränge. Da kann ich wieder 100 Euro im Monat zahlen, um es den Hatern zu zeigen. Oder für... Und ich hab es gesagt, ich weiß nicht mehr in welchem Video, aber es ist noch nicht lang her. Ja, sobald es so einen Kanal wieder gibt, wo er dann Mitgliederränge mit besonderen Vorzügen da einrichten kann, sobald es die Scheiße wieder gibt, heißt es wieder ihr Discord. 100%ig. Dann kommen die nächsten widerlichen Leaks und dann Rinse and Repeat und es fängt alles wieder von vorne an. Ja, täglich grüßt das Murmeltier. Woher wisst ihr, dass das ein echter Kanal ist? Weil kein anderer Mensch auf der Welt so komplett kernbehindert ist, Rainer.
Erstens erkennt man deine Stimme, zweitens, also ganz ehrlich, was würde das denn irgendeinem Hater bringen, deine Stimme nachzuäffen und um da einen Kanal zu machen und zu behaupten, er wäre du. Kommst du klar auf dein Leben oder was ist da los? Und deine kreislige, nasale Arschlochstimme, die kenne ich unter Millionen raus. 100%ig. Ich habe sie zu viele Stunden lang gehört. Naja, zunächst mal würde ein Fake das kaum erwähnen. Zum anderen gibt es diese Audioaufnahme hier nirgends. Und das Bild, was ihr seht, ist ebenfalls nirgendwo anders erhältlich. Da ist von mir, also beziehungsweise nicht von mir, es ist von jemandem gemacht worden mit mir zusammen. Das ist schon Wow, ne, ohne Shit, Rainer. Ohne Shit, du bist jetzt auf diesem Bild, ist offensichtlich kein Selfie, weil du die Hände verschränkt hast. Jemand anderes hat in deiner Anwesenheit dieses Bild von dir gemacht. Das ist eine Information, die war dringend notwendig. Auf die Idee wäre ich sonst überhaupt nicht gekommen, wenn ich mir das Bild so anschaue. Aber überhaupt nicht. Allein die Aussage, dass du der Meinung bist, dass du das nochmal spezifizieren musst, beweist ja schon, dass es tatsächlich du bist, weil so eine brunstblöde Scheiße da kein anderer Mensch von sich geben. Wisst ihr, das ist ein Bild, das hat jemand anders von mir gemacht. Nein! Relativ lange her wieder. Das war letztes Jahr noch. Und dieses Bild ist bisher noch nirgendwo aufgetaucht. Ich habe noch ein paar Dutzend Bilder davon. Aber ich dachte, es reicht jetzt dieses eine gerade mal als Beweis. Ja, Rainer, ist ja kurz so. Ich will den Rest überhaupt gar nicht sehen. Es ist auf jeden Fall jetzt so. Ich werde ins Mikrofon schnauben. Anfangen, hier nach und nach wieder Videos hochzuladen. Rainer, in was für einer Märchenwelt lebst du, Rainer? In was für einer Märchenwelt? Ich werde jetzt anfangen, hier nach und nach, ganz ehrlich, wenn der Kanal nicht in kürzester Zeit hier über den Jordan geht, dann fahre ich nach Berlin zur YouTube-Zentrale etc. Ich möchte den Kanal hier aufbauen. Drache unter Feuer wird er sich nennen. Und es ist jetzt so, dass ich euch gerne gerade mal sagen möchte, dass wir hier noch einiges vorhaben. Wir haben hier noch einiges vor. Wir? Wer ist denn, ist es das majestätische Wir? Eure Lordschaft? Du hast da noch was vor. Du sitzt jeden Abend da und betest zu allem, was dir heilig ist, dass dieser Kanal nicht sofort wieder weggemittelt wird. Weil du vorhast, deine Internet-Battle-Karriere wieder in Schwung zu bringen. Mit einer Plattform, auf der man tatsächlich genügend Kohle verdienen kann, um sich hier dieses Lotterleben zu leisten. Weil das Pennerleben mit den paar TikTok-Schäkel, die du da jeden Tag erbettelst, das ist nämlich auch nicht das Gelbe vom Ei. Weil da kann man nämlich nicht im schönen Hotel übernachten. Ja, das reicht dann von den 20 Euro, die du da am Tag kriegst, reicht gerade mal für ein bisschen Fressi. Und Taxifahren ist auch scheiße damit. Die ganzen schönen Bequemlichkeiten, an die du dich gewohnt hast, da als der Geldsegen groß war, wo du großkotzig irgendwie nach dem Schanzenverkauf gemeint hast, hier, was kostet die Welt? Schmeiß die Fuffis durch den Club. Dieser ganze Scheiß, dieses in Hotels wohnen und sich bedienen lassen, möchtest du jetzt nicht mehr missen. Und das kriegst du mit den paar TikTok-Schäkeln nicht finanziert. Und deswegen müssen jetzt wieder YouTube-Barren her. Ja, richtige Hartgeld-Nutten-Internet-Währung muss raus. Ja. Ist der einzige Grund, du wirst wieder Leute effektiver um ihr Geld schröpfen können. Weil 70-30, ja, TikTok nimmt 70%, du kriegst plus 30%, ist halt ein scheiß Deal. Ich hoffe, dass der Kanal nicht wieder gesperrt wird. Rainer, wir können ja mal, darf ich dir einen Vorschlag machen? Ich schreibe mit dir deine Biografie. Ja? Du kriegst 30% von den Einnahmen, ich krieg 70%, aber unter der einen Voraussetzung, ich darf mir den Titel aussuchen. Das Buch wird heißen Rüdiger der Dirnenspross.
Und ich muss jetzt gucken, wie ich das alles umsetze. Ich möchte natürlich in erster Linie meinen Hauptkanal zurückbekommen. Das ist nach wie vor mein Hauptanliegen. Rainer. Rainer, es ist die Ranger-Führerschein-Situation all over again. Rainer, dir ist vollkommen bewusst, dass du dich gerade illegalerweise auf dieser Plattform befindest. Dir ist vollkommen bewusst, dass jede Sekunde der Bannhammer einschlagen kann auf diesem Kanal. Und du schwadronierst immer noch davon, deinen Hauptkanal wiederzubekommen. Das ist genau dasselbe, wie du gewusst hast, dass du deinen Lappen abzugeben hast und dann trotzdem einen 40.000 Euro blauen LKW gekauft hast. Ja, sag einmal, wie viel kann man denn einem Menschen ins Hirn scheißen? Das ist doch unfassbar. Und daran wird sich auch nichts mehr ändern. Ich werde an diesem Hauptanliegen nach wie vor weiterarbeiten. Ich gehe stur, ich zieh durch und ich bin erst besiegt, wenn ich tot bin, etc. Die ganzen YouTube-Hater, ja, also jetzt nicht die auf YouTube Content hochladen, sondern die YouTube betreiben, das sind nämlich die allerschlimmsten Hater. Die werden ihn niemals besiegen. Die haben nämlich überhaupt gar nicht die Stärke, die es braucht. Das wäre aber schön, wenn ihr mich unterstützen würdet, indem ihr meinen Kanal wieder pushen würdet mit neuen Aufrufen, mit neuen Klicks, mit neuen Abonnenten, mit neuen Followern und so Klicks und Abonnenten betteln, weiter, damit der Kanal möglichst bald wieder etwas für mich abwirft und ich auch endlich von diesen beschissenen Spenden wegkomme. Diese beschissenen Spenden haben dafür gesorgt, dass du in den letzten Wochen nicht verhungert bist, Rainer. Diese beschissenen Spenden. Du willst halt von den einen beschissenen Spenden weg und zu den anderen beschissenen Spenden. Du willst einfach eine effektivere Battle-Plattform haben. Das ist der Punkt. Hier 70% vom Erbettelten an deinen Zuhälter abzugeben, aka TikTok, ja, schön nach China zu überweisen, stinkt dir ganz gewaltig, egal was du behauptest. Es stinkt dir ganz gewaltig, dass du dir denkst so, ich krieg bloß 30% von dem, was ich da erbettelt habe. Das ist wie bei diesen bulgarischen Battlebanden da. Die geben auch den Großteil irgendwie an ihre Kapos und die fahren dann mit dem Mercedes in der Gegend umeinander. Das stinkt da ganz, ganz gewaltig. Du willst wieder zu besseren Battle-Verhältnissen gehen. Du willst den Zuhälter wechseln. Das ist der Punkt. Denn ich möchte euch was bieten für das Geld, das ihr mir so großzügig gebt. Seit wann? Rainer, seit wann willst du denn irgendwem irgendwas bieten? Rainer, hast du deinen Content einmal angeschaut in den letzten Jahren? Das ist das Einzige, was mir ihm vielleicht einmal irgendwann hat zugutehalten können, ist, dass er am Anfang tatsächlich gemeint hat, er würde den Leuten was bieten wollen und sich Mühe gegeben hat. Nicht viel Mühe. Es ist nichts draus geworden, weil er höchstgradig inkompetent und hageldumm ist. Ja, es war schon immer alles scheiße. Aber er hat damals wenigstens an sich noch ein bisschen den Anspruch gehabt, ich mach da was für mein Geld. Ja. Damals, als er noch Skripte geschrieben hat oder versucht hat, irgendeinen anständigen Hintergrund hinzupushen oder sonst, also, ne? Aber das ist ja schon seit x Jahren vollkommen den Gully runter. Der steht da schon seit Jahren, denkt er sich so, wow, wie kann ich einfach mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Schäkel erbetteln. Es muss jetzt einfach, und dieses lustlose, eine Stunde lang da vor der Kamera sich zum Horst machen im Stream, das hat man YouNow schon gehabt. Ganze Laber-Stream-Scheiße. Möglichst wenig Aufwand und dann bitte schnell die Barne her, damit ich wieder wichsen gehen kann. Du willst überhaupt niemandem irgendwas bieten. Du willst betteln und du willst, dass dir die Leute dein arbeitsloses Leben über YouTube finanzieren. Leider nein, leider gar nicht, Rainer. Aber das muss jetzt dann irgendwann einmal auch in deinen Klöterkorb rein, dass das nicht mehr stattfindet. Die süßen Jahre sind vorbei. Du kannst jetzt entweder hier die 70-30 TikTok Deal nehmen, so wie jede abgehalfterte Cracknutte auf diesem Planeten, oder du
zwickst deinen Arsch zusammen, zeigst ein bisschen Demut, gehst zum Amt und sagst, ich tue alles, was ihr von mir wollt, aber bitte sorgt dafür, dass ich morgen nicht wieder draußen schlafen muss. Das sind deine Optionen. Mit dem ihr mich unterstützen wollt. Ich möchte nicht, dass ihr mir irgendwas gebt und ich kann euch nichts dafür bieten. Doch, genau das möchtest du. Das ist dein Konzept schon die ganze Zeit. Du möchtest, dass die Leute dir was geben, ohne dass du ihnen was dafür bietest. Das ist Drachenlord in a nutshell. Gut, wie dem auch sei. Wir fangen mit der Serie von Hogwarts Legacy an. Hogwarts Legacy? Der Mann regt mich auf. Oder Ledges, oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Ich habe keine Rainer, halt dein Maul. Rainer. Ich glaube. Also, es gibt da jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder es ist ihm wirklich scheißegal, wie das ausgesprochen wird, und er hat sich einfach jedes Mal sofort wieder vergessen. Oder er tut jetzt so, als wüsste er nicht einmal, wie man es ausspricht, um die Fabel weiter zu spinnen, dass er das alles blind spielt. Ich habe das Spiel da, ich habe es noch nicht durch, ich brauche lange für so eine Scheiße, weil ich bin immer nur unterwegs, ne? Hier ist noch irgendwas, trödel rum, such wie ein Gestörter nach irgendwelchen Collectibles, braucht dafür 1000 Jahre länger wie alle anderen, weil ich ein bisschen blöd bin. Aber ich habe dieses Spiel da und es geht da stellenweise um Sachen, die man so am Rande mal irgendwo mitgekriegt hat, wenn man die Bücher ein paar Mal gelesen hat. Wo denkst du hin, Rainer hat diese Bücher im Leben nie gelesen. Er hat die Filme gesehen, fertig. Und dafür, dass er da so super blind reingeht in dieses Spiel und so tut, als würde er nicht immer wissen, wie es richtig heißt, so vollkommen, es war wie bei God of War, die ganzen Rätsel. Total blind, aber die Rätsel hat er alle auf Anhieb gekonnt, weil in so war Problemlösung, Rätsellösen war er schon immer gut, weil er super schlau ist. Das ist alles Bullshit. Das ist alles Bullshit. Der hat sich von dem Tag an dem die ersten Content Creator, die Testversionen, Vorabversionen gekriegt haben, da praktisch streamen durften und Content hochladen durften, hat er sich so viel wie möglich in seinen kreisligen Grindkopf gerendert von dieser ganzen Scheiße, damit er dann in Anführungsstrichen blind einen Playthrough machen kann und sie da als super schlauer Profi-Gamer hinstellen kann. Wenn es in dem Jahr spielt, dann kann das gut sein, dass es da um diese Goblin-Aufstände geht, die es da damals gab. Ja, Rainer, wie wenn du das jetzt gewusst hättest. Rainer, ich habe die Bücher mehrfach gelesen und auf Hörbuch habe ich es mir auch immer ein paar Mal angeholt. Nicht einmal ich wäre sofort da drauf gekommen. Als das erwähnt wurde, in den Videos, die ich mir angeschaut habe, bevor das rausgekommen ist. Ja, da war was. Da gab es irgendwie diese Goblin-Aufstände, dieses Ding. Da gab es Probleme. Ist in den Büchern erwähnt worden, am Rande. Aber der Rainer so, ja, ich hab das alles, macht das alles blind und dann läuft er da rum, und hier und das und, ist bestimmt so und so. Und, Kelsey Priest, dann ist es ja so und so. Rainer, wo hast du jetzt das bloß wieder gewusst? Du bist ja ein Genie. Du bist ja der geborene Let's Player, Rainer. Vollkommen unbegreiflich, warum du nicht auf allen Plattformen mit Kusshand genommen wirst. Leider nein, leider gar nicht, Rainer. Es ist eine jämmerliche Scharade, auf erbärmlichste Art und Weise geschauspielert. Schenk's dir einfach, Rainer. Du bist kein Let's Player. Du bist nicht einmal ein sonderlich guter Gamer. Ich meine, theoretisch jeder, der einen Gameboy halten kann, ist ein Gamer. Ja. Es ist nicht so der elitäre Club. Ja, sogar wenn du casual as fuck bist und Wii Party spielst, streng genommen Gamer. Ja. Aber Rainer, du kannst halt einfach genauso wie überall im Leben nichts beim Zocken. Gar nichts. Du bist zu blöd für die einfachsten Rätsel und mit deinen fetten Wurstfinger kriegst du auch die lächerlichst einfachste Steuerung auf diesem Planeten nicht geschissen. Und daran wird sich auch nie was ändern. Kein Plan. Jedenfalls werde ich mich darum kümmern, dass wir das wieder machen.
Das Ganze läuft auch auf Odyssey. Ich werde auch, Odyssey. ich habe bereits meinen TikTok-Account verknüpft mit. By the way, Leute, wie gesagt, wenn ihr diese Hogwarts Legacy Scheiße gut kommentiert haben wollt, schaut sie euch beim Serial an. Der hat sich die ersten paar Folgen davon tatsächlich gegeben. Der wartet dann immer, bis ein paar Folgen heraus sind, damit er sich das alles auf einmal reinballern kann. Ist vorzügliches mit. Vorzügliches mit. Diesem Account hier. Das heißt, ihr werdet sehen, dass die 200.000 Follower, die ich auf TikTok habe, die auch hier auf meinem Kanal verlinkt sind, ebenfalls eben auch auf Odyssey habe. Quatsch, auch auf, also ihr seht auf meinem TikTok-Account, dass der Kanal hier verknüpft ist. Rainer glaubt, dass die 200.000 TikTok-Follower, die er hat, 1:1 jetzt rüber machen auf YouTube. Dann hat er wieder 200.000 Abonnenten, ne? Dann bestellt er sich einen neuen Play-Button, ne? Und dann geht hurra die Gams weiter. Mitgliederränge und alles drum und dran. Und dann sind wir wieder da, wo wir letztes Jahr waren. Dann kann er da wieder vollkommen utopisch. Vollkommen utopisch. Dafür müsst ihr einfach auf dieses Symbol an der Seite gehen. Findet ihr schon raus, ihr seid ja alles sehr clevere Menschen. Ja, im Gegensatz zu dir, Rainer. Und auf Odyssey werde ich auch schauen, dass ich diesen Kanal mit dem noch irgendwie synchronisieren kann. Gut, dann danke ich euch jetzt fürs Zuschauen. Ja, bitte gerne, Rainer. Im Übrigen habe ich nicht bei dir geschaut, sondern ihr seht es, wir schauen beim Spiegelort. Auch auf diesem Kanal, so kurzweilig wie er sein wird, keine Klicks. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ja, dass ich beim nächsten Mal da wieder mit dabei bin, da darfst du deinen fetten Arsch drauf verwetten. Aber ganz quies, wenn es denn ein nächstes Mal gibt, was noch nicht feststeht. Ich bin schon wieder 180. Leute, meldet diesen Haufen Scheiße von einem Kanal. Meldet ihn. Ja. Gesperrter Nutzer. Dieser Nutzer ist auf YouTube gesperrt. Gut. Ich hoffe, dass ich heute Nachmittag noch ein Video für euch machen kann. Das wird wahrscheinlich eine längere Geschichte werden. Seid mir nicht böse, wenn es zeitlich dann doch nicht rausgeht. Arbeitspulli und so weiter und so fort. Ja. In diesem Sinne, tut nicht, was Rainer tut. Mit Love.